willkommen zur Theaterstadenzeit. Na, jetzt sag schon einmal, was schreibt er denn, der Herr Gerichtsvollzieher? Der fragt doch nicht so dumm. Du weißt genau, wie es um uns steht. Ich will nicht wissen, wie es um uns steht, ich will wissen, was er schreibt, ne? Der Herr Gerichtsvollzieher. Das ist ja gut. Ja? Dann hör gut zu. Ich bin ganz Ohr. Sehr geehrter Herr Grundler. Ja, was hast denn du gegen den Gerichtsvollzieher? Der ist doch ein sehr höflicher Mensch. Aber nicht mehr lang. So? Ihre Zahlungsfrist ist seit 8 Tagen abgelaufen. Aha. Da die geforderte Summe bis heute nicht bei mir eingegangen ist, Die wird auch nie eingehen. muss ich leider zur Pfändung schreiten. Was? Ich komme am Montag zu Ihnen. Ja, und so weiter und so weiter. Was meint ihr denn da damit? Zur Pfändung schreiten? Ja, der Papa solch eine Waffe auf unsere Sachen. Ist wahr? Ja. Und bei der Gelegenheit kommt der gleich so ein Wapperl auf der Goschen aufpappen, hm? Du, dass ich bei dir nicht gleich eine auf deine Salatwaffe aufpappe. Aber reg dich nicht auf. Diese Wapperl kommen doch nur auf wertvolle Sachen. Da bist ja du nicht dabei. Ne? Jetzt stehen wir sauber da. Ja. Was machen wir jetzt? Einen guten Eindruck. Na, glaubst du, du immer mit deinen blöden Witz? Reg dich nicht auf, ein altes Sprichwort sagt, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ja, also wenn's nach unsere Kartoffel geht, dann bist du wirklich der Dümmste. Warum haben wir so viel, ha? Ja, was haben wir sonst noch für Post gekriegt, ha? Ah, da. Bauernverband hat geschrieben. Bauernverband, na, der kann uns doch auch nicht helfen, ne? Ja, und da ist noch ein Brief vom Huberbauern aus Armling. Vom Huber mich aus Amling? Ja? Komm mal her, was schreibt denn der? Ich hab gesagt, mach halt den Brief auf. Ah, ja, siehst du ja, schon, siehst du ja. Jawohl. Lieber Herr Grundler, der Brief gehört ja dir, was willst du denn? Wieso? Weil er schreibt, lieber Herr, und der Herr im Haus bist doch du. Jetzt red nicht so einen Schmarrn daher und lies. Ja, ist schon gut. Teile Ihnen mit... Ach, der ist gut. Der schreibt Teile mit einem weichen D und einem harten Ei. Da sich Ihre Kühe, die wo Sie verkaufen wollen, gerne von Ihnen abkaufe, um dieselben käuflich wieder einem anderen Käufer zu verkaufen. Ja, so was spinnt denn der? Für mich ist der ein Bamschi gegangen. Am Samstag komme ich sowieso zu euch. Was? Am Samstag, das ist ja heute, weil ich für einen Großbauern von hier, der 18 Kühe, 6 Ochsen und 24 Schweine besitzt, und ich eine heiratsfähige Tochter habe, für die ich einen Mann möchte zu verkuppeln habe. Reich muss er nicht sein, aber intelligent. Intelligent. Der will einen kranken Schwiegersohn, der muss liegen. Ja. Reich muss er nicht sein, aber... Du Depp, das heißt doch intelligent. Gott, nein. Schreibt man das so? Vielleicht weißt du einen solchen. Ach Gott, schau, dass ich nicht mehr frei bin. Auch wenn du frei warst, darf er dich nicht nehmen. Warum? Er schreibt davon einem Intelligenten. Und da fällt's bei dir weit. Ja, ja. Was? Der Huberbauer aus Armling, der sucht für seine Tochter einen Mann. Ja. Du, das war doch was für unseren Flori. Oder was für mich, wenn ich mich von dir scheiden lasse, ne? Du, der Flori muss die Huberbauerntochter heiraten und wir sind aus dem Wasser. Ja, und der Bub liegt drin, bis über die Haarwasser, ne? Wenn der Bub nur nicht so Weiberscheibe. Ja. Ach, der will ja von der Ehe überhaupt nichts wissen. Na, Kunststück, der hat doch unsere Ehe miterlebt, der war doch... Lass sie! Ja. Flori! Oh, was ist? Da,
Und wenn der Huberbauer kommt, Ja. dann musst du ihm schön aufwarten. Aufwarten? Ja, und ein bisschen um den Bart gehen. Ich bin doch kein Dackel. Aber ein Trottel. Ja. Das ist noch gar nichts gegen das, was du bist. Was ist denn, Mutter? Dass ich so dringend von der Arbeit weg muss? Familienrat, der Führer spricht. Oh, weh. Jetzt Maul heut. Stillgestanden. Da, jetzt hock dich her. Im Gleichschritt, klar. Was war jetzt das? Herbstmanöver. Also, Bub, pass auf. Ich mein, du bist doch jetzt schon lange in dem Alter, wo du jetzt endlich einmal ans Heiraten denken darfst. Denken, hast du gehört? Nur dran denken, gell? Du hast schon recht, Mutter. Oder hast du vielleicht schon eine auf Lager? Ha? Oh, mein. Ja? Auf Lager hätte ich gerade nur. Genau wie ich mich so alt war wie er. Mei. Ich war ein großer Lagerist, mein Lieber. Ja, jawohl. Jetzt habe ich bloß einen alten Ladenhüter da. Also, Bub, du wirst ja schon gemerkt haben, dass es mit uns bergab geht. Ja. Stell dir vor, nächste Woche kommt der Gerichtsvollzieher zu uns und will bei uns pfänden. Ja, dann war's ja. Schau, Mutter, da war's ja gerade verkehrt, wenn ich heirate. Nicht, schau, jetzt sind wir noch zu dritt. Ja. Du, ich und der Vater. Ja. Ja, wenn ich heirate, sind wir schon zu viert. Dann kommen noch Kinder, so ein Stück auf Viere. Ja, dann sind wir schon 8, ne? Und die heiraten auch wieder, dann sind wir schon 16. Und die kriegen wieder Kinder, dann sind wir schon 32, jawohl. Ja, auf, Mensch, das ist eine ganze Siedlung. Nach der nächsten mache ich einen Bürgermeister bei uns da. Aber, Bub, du sollst doch nicht heiraten, dass dich vermehrst wie Karnickel. Du sollst doch nicht heiraten mit viel Geld. Ach so, versteh dich schon. Du meinst, also Goldfischerl. Goldfischer, gib Obacht, dass du keinen alten Karpfen rausziehst, gell? Meinst du vielleicht mich mit dem Karpfen? Ha? Aber Resa, du bist doch kein Karpfen. Schon eher Rollmops. Schau, Mutter, ich glaub, sowas haben wir da gar nicht im Dorf. Nein, nein, unser Dorf ist eher zu vergleichen mit einer alten Heringsbüchse. Jetzt hör auf. Ja, Volksjahr, weißt du was? Volksjahr habe ich auf dem Volksfest. Wenn ich kennengelernt, ja, die hätte ich ja sofort hätte die geheiratet. Hast du gerade Volksfest gesagt? Ja. Hör auf. Ich hab deine Mutter auch am Volksfest kennengelernt. Weißt du das noch, Resi, ha? Ja. Ja. Am Glückshafen war's, gell? Nein, das war schon mehr ein Frachthafen. Also, Bub, jetzt pass mal auf. Du, also, nächste Woche kommt der Huberbauer aus Armling. Stell dir vor, der sucht in unserem Dorf einen Mann für seine Tochter. Ein Großbauer. Du, sie erbt einmal einen Riesenhof und kriegt viel Geld und einen Haufen Viech. Also kurzum, eine prima Partie. Ich weiß nicht, Mutter, schau, wenn's der Hausierer schon frei Haus liefert, nachher kann doch das nichts gescheit sein. Wer sagt denn das? Schaut das heute mal an. Vielleicht gehen dir die Augen auf. Ja, mir sind sie übergegangen. Ich glaub's ja schon. Aber ich muss jetzt wieder an meine Arbeit. Viecher brauchen was zum Fressen. Ja, ja. Wenn sie satt sind, den Rest bringst du uns rein, gell? Ist schon recht. Glaubst du, dass dasselbe Dickschädel ist wie du? Ja, Na ja, jetzt. Erst mal wieder an die Arbeit. ja. Du gehst jetzt rauf und tust die obere Stumm putzen. Und wenn der Huberbauer kommt, dann musst du ihn einwickeln, dass wir seine Tochter rumkriegen, wegen unserem Flori. Verstehst? Ja, ne? Ja. Was musst du machen? Die obere Stumme einwickeln, den Huber putzen und das Madel umbringen. Richtig auf. Oh, mein Reser, so viele Weiber gibt's auf der Welt. Schöne Weiber.
nette Weiber, liebe Weiber. Wir haben direkt einen Überschuss an Weiber. Aber ich habe einen Ausschuss erwischt. So, einer da und Staatse. Ich habe ja sowieso nichts gesagt. Aber du hättest was sagen können. Vater, Ja, Vater, darf ich was sagen? freilich darfst du was sagen. Vater, Ja, warum möchtest du mich jetzt unbedingt mit dem Sohn vom Hof da verkuppeln? ganz einfach, Zilli, weil ich erfahren hab, dass du ein heiratsfähiger Bruder ist. Verstehst du, der Saubener? Vater, Was denn? Vater, schau, ich bin doch keine 17 Jahre mehr, dass du mir einfach so verkuppeln kannst. Geh weiter. Lass mich halt doch zuerst einmal anschauen. 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 Ich hab die Mutter auch nicht lange angeschaut und hab's gleich geheiratet. Es war gescheitert, wenn die Mutter hätte die angeschaut. Ah. Vater, ich bitte dich, Goschi. Zumindest von der Ferne. Ha? Fernschauen kannst du daheim. Der gefällt dir. Und damit passt er. Mir gefällt er auch. Warum? Kennst du? Na, Ach, Vater. Schau, den Burm, den ich letztes Jahr auf dem Volksfest kennengelernt Mensch, habe. auf Ja, wo Volksfest, ich dir ja. erzählt habe. Vater, den zum Beispiel, den hätte ich am Schlag gehabt. Herrschaftszeiten, die nicht, dass jetzt ihr Weiberlein immer extra die Gewürze haben müsst. Ha? Ich konnte dich wirklich nicht verstehen. Vater. Was denn? Geh weiter, du kannst mich doch nicht einfach verkuppeln. Jetzt pass auf. Jetzt schaust du dir einmal zuerst an. Bist ein bisschen nett zu ihm und sagst ihm, was du alles hast und dass du eine gute Partie bist, nicht? Ich weiß doch selber, was wir alles haben. Ja. Nachher bist du ein bisschen nett zu ihm und anschmiegsam. Recht kalt da auch nicht und mit Schöffelzipfel spielen und Herrschaftszeiten, du weißt das selber, wie ich mein. Da war auch nicht. Schmarrn. Also, wenn ich mir das so anschaue, der Herrin, gar so reich schaut's für da nicht aus. Reich, reich. Bei dir muss aber alles reich sein. Das ist ja- Du denkst ja nur ans Geld und ansonsten gar nichts mehr. Ja, um Gottes Willen. Hast du das auch gesehen, das Grafik? Vater. Was denn? Schau mal her. Hä? Vater, schau. Das ist das Mannsbild, das ich letztes Jahr auf dem Volksfest kennengelernt habe. Der, wo kein Geld nicht gehabt hat. Ach, Vater. Schau hin. Ich meine aber, das ist der Sohn vom Hof da. Ja. Jetzt habe ich eine gute Idee. Vater, Ja. du spielst jetzt mit mir eine kleine Komödie. Na. Hä? Vater, geh weiter, bitteschön. Ab heute hast du 2 Töchter. Was hab ich? 2 Zwei Dichter? Ja. Ich? Ja. Na, Zilli, über das Alter, da bin ich da schon raus, da bin ich zu alt dafür. Das wird bei mir nichts mehr. Das hat gar keinen Zweck nicht. Das, Vater, ich bitte, schau, ich bin doch dein einziges Kind, oder? ja, soweit ich weiß schon. Ja, und du merkst doch, dass dein einziges Kind auch glücklich wird, oder? Ja, gar nicht. Also, drum spielst du mit mir jetzt diese kleine Komödie. Pass auf, ab heute hast du 2 Töchter. Bist krank oder was? Dass ich jetzt auf einmal 2 Dichter haben soll? Vater, so gesund war ich überhaupt noch nicht. Jetzt pass auf, wir haben doch drüben im Bossbrei wieder unsere Zimmer. Ja, das ist das einzige Haus, wo man hier übernachten kann, gescheit Also, einigermaßen. Nicht? also, ich gehe jetzt rüber und zieh mich um und komm dann als meine eigene Schwester wieder. Ja, die natürlich ein bisschen damisch ist. Verstehst du das? Nein, kein Wort. Vater, ja, ich tat ganz gern den Burschen da auf die Probe stellen, ob das alles wahr ist, was er mir damals auf dem Volksfest erzählt hat. Ja, und drum spiele ich ihm die Komödie vor, so dass ich als meine eigene Schwester wiederkomme. Die damische, ja, Kathi heiße ich. Ah, da schon. Einmal als Zilli und einmal als Kathi. Verstehst du das? Ja, jetzt schon. Jetzt komm ich mit. Jetzt hab ich die ersten. Gut, die Komödie spielen mit. Also, du bleibst also jetzt da, Ja. sagst in unserem Namen schön Grüß Gott Ja. und sagst, dass du mit 2 Töchtern da bist. Ja. Ja? Und ich komme dann einmal als Zilli und einmal als Kathi. Das wird eine Schiene, Kathi. Ja. Die spielen mir jetzt eine Komödie von. Und was für eine? Du, weil wenn's nicht klappt, dann können wir alle wieder heimfahren, nicht? Das ist ja wurscht. Das ist eine gute Idee. Das ist ein guter Spiel mit. Spielst mit? Freilich. Ach, du bist doch wirklich der beste Vater auf der ganzen Welt. Ja.
Und du bist die größte Peitschenwurm. Also, ich gehe jetzt schnell rüber und zieh mich um, gell? Ja. Und vergiss nicht, einmal bin ich die Zilli und dann bin ich die Kachel. Ganz muss man auch nicht. Naja, das wird schon was werden, nicht? Ja, wen sehe ich denn da? Der Blasi. Michi, grüß dich Gott. Herrschaft haben wir uns mehr schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, 20 Gold schon her, gell? Man schaut gut aus, sag ich. Gut gehalten hast du. Gar nichts. Hast du eine gute Fahrt gehabt, ha? Alles in Ordnung. Ja, das freut mich. Ja. Was suchst du denn? Ja, was werde ich denn suchen? Deine Tochter, was du mitgebracht hast, hast du ja geschrieben, ne? Töchter, Blasi, Töchter. Wieso Töchter? Du hast nur von einer Tochter geschrieben. Ja, das ist ja so. Ich hab noch eine zweite Tochter erledigt. Hast du noch? Ja, da weiß kein Mensch was. Ja, und? Ja, und jetzt haben wir mir gedacht, wenn ich schon auf der Fahrt bin, bringe ich für die auch gleich einen mit, ne, weil das war doch nicht schlecht. Ne? Ah, das war gar, du möchtest also alle zwei unter den Haum bringen. Wenn ich einen fit für sie, warum nicht? Na ja, dann suchen wir halt miteinander, gell? Wo hast du noch deine Töchter, ha? Die sind drüben in der Post. In der Post? Beim Skimachen. Beim Skimachen. Weißt du, wie Frauen sind? Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du der Huberbauer aus Amberg. Ja. Du, geh in den Post nicht, da werden wir Ski gemacht. Grüß dich. Grüß dich. Du bist der Blasi, sehr alt. Ja, leider. Ich hab schon viel von dir gehört. Aber nichts Gutes. Wo hast denn deine Tochter? Richtig. Töchter hat er, Töchter. Wieso Töchter? Er hat Töchter. Ich hab's am Blasi schon gesagt, dass ich zwei Töchter hab. Ja, ich hab's alle zwei mitgebracht, nicht? Okay. Und vielleicht finde ich gleich für die anderen auch einen. Ah, das soll ja Ja, heiraten. jetzt kannst du in einen aufwaschen, weißt du schon. Das ist ja prima Idee. Das ist ja ganz gut. Was ist denn da prima? Du, da soll sich jetzt der Flori die eine anschauen. Ja. Und wenn ihm die nicht gefällt, kann er die andere heiraten. Ja. Warum hast denn nicht du keine Schwester gehabt? Ha? Was der mir nachher, wenn er mir jetzt gar keine gefällt? Mal, dann haben wir halt Pech Dann haben wir gehabt. Pech ne? gehabt. Jetzt geh weiter, komm. Jetzt sitzt du nieder, trag ja. Tür nicht Ja, raus. ich bin so frei. Heute bring einen Schnapsel, geh weiter. So, jetzt an den Platz, Michael. Ein ganz kurz. Ja, das freut mich, dass wir uns drüber wieder sehen können. Da wirst du schauen. Das ist ein Selberbrinder. Ja, was nicht sagst. Meine Frau bringt alles selber. Ja. Wie immer. Du, hallo, das sind nur 2 Gläser. Du brauchst keinen. Ja, ich wollte sowieso keinen. Ne? Also, da bin ich so frei, gell? Ja, dann lass das schmecken. Ja, das Pult hängt schon wieder schief. Das So hängt das Pult nicht hier. Der ist ganz gut, da kannst du mir noch einen nachschicken. Freilich, schön ja noch. Laut den Schmecker, gell? Jetzt bin ich wieder da. Grüß Gott, miteinander. Das schaut gut Das aus. ist da. Ja, Wer ist denn das? ja, wer ist denn jeder? Ja, also, das ist jetzt zum Beispiel mein Karton. Ja, sag's einer ruhig, Papa, wer ich bin, gell? Das ist die Papa? Ich höre Papa. Das ist eine von meinen Töchtern. Die schaut aber gut aus, ja. Also mich trifft der Schlag. Ja, gell, bitte keine Versprechungen, das mache ich nicht. Ne? Ja, also, die Zilli hat gesagt, sie kommt später rüber, soll ich sagen. Wer ist denn die Zille? Das ist meine andere Tochter. Schaut die auch so gut aus wie die? Ja, die schaut besser aus. Ist das noch möglich? Ganz gut aus. So, dann. Ja. Na ja, gut. Also ich gehe jetzt, Ja. ich gehe jetzt raus in die Küche und mache einen Kaffee. Ich Ja, gehe ja, ja. Ja, kommt der, dann setzt dich nieder. Dankeschön. Jetzt schön. Na, So. mir gefällt dir nachher jetzt meine Tochter. Gut, ich kann gar nicht mehr wegschauen, so gut. Na, Warte. was ist jetzt? Was soll jetzt sein? Ja, wo ist denn jetzt das Mannsbild, das ich heiraten soll? Jetzt,
lass dir doch Zeit. Der wird noch schon kommen, ne? Ja, der kommt noch schon, ne? Na, so viel Zeit hab ich nicht. Pressiert er denn noch so? Ja, selbstverständlich pressiert es. Ich war ja noch nie verheiratet. Ja. Tut das weh? Ich fragt, ob das weh tut. Ist auch noch ein Kaffee gern. Na, Vater, was sagst Zwei so blöde Gesichter habe ich schon lange nicht mehr gesehen. du? Jetzt bitte, Goshi, komm, geh zu und lass mir allein, dass wenn der Flori kommt, dass ich allein mit ihm reden kann. Auf den Gesicht bin ich erst neugierig. Und ich erst. Ich gehe jetzt in den Post, weil ich mache jetzt gescheit Brotzeit. Das tust Übertreib's nicht, übertreib's nicht. du. Ich weiß schon, was ich tun muss, Vater. Halt die unsteif, fertig. So, jetzt probiere ich es doch mit dem Vater, seine Methode. Was hat er gesagt? Was soll ich tun? Blinzeln muss ich, sinnlich lachen und anschmiegsam muss ich sein. Hoffentlich bringe ich nichts durcheinander. Aber einen Schnaps. Erstes Mal, wer ist denn das? Grüß Gott. Hast du einen Drehwurm oder was? Ich meine, das ist ja der einzige Kursbuch. Bist du ein nettes Muckerl, ha? Geil! Ja. Ist dir was in den Augen nicht gefallen, oder? Ja, jetzt pass auf, jetzt sag ich dir noch, was ich hab. Also, Du hast? ja, ich bin ein Huberbauernzeit-Kattel. Ja. Achso, du bist ein Huberbauernzeit-Kattel. Ja, ich bin ein Huberbauernzeit-Kattel. Wir haben daheim 8 Stockwerk Wiesen, 50 Stockwerk Wald und 3 Stockwerk Kartoffeln. Im Stall stehen 18 Kühe, 6 Ochsen, 24 Sei, 180 Hähner und Ohrgockeln. $180 Kinder hast du gesagt und ein Gockel. Ja? Mei, hat's der Gockel schön. Ich bin aber noch nicht fertig. Ah, was? Nein, Muttergut kriege ich 125.000 Mark mit unsere Kühe und unsere Sei sind tragend und werden bald schmeißen, aber sonst sind wir gesund. Ja, das hört sich recht gut an. Gell? Aber jetzt sagst du mir noch, was du da willst überhaupt. Ja, da soll ein Sohn am Hof da sein, ja, den ich zusammenpacken und heiraten soll. Du, Ich? kennst du den Sohn überhaupt? Nein, aber das kannst bloß du sein. Ja, du hast schon recht, das bin schon ich, aber du gehst mir ein bisschen scharf ins Zeug. Ich bin so scharf. Ja, weißt du, ich meine, wir müssen uns zuerst mal kennenlernen. Gut, gehen wir. Aber meinst du ich? Ja, zum Kennenlernen. Nein, du, pass auf, Kattel. Weißt du was, sagst deiner Mutter einen schönen Gruß. Dankeschön. Bitteschön. Und sagst ihr, ich lasse ihrer Kühe und ihrer Sei lasse ich eine gute Niederkunft wünschen. Ne? Dankeschön. Bitteschön. Ja, und dir wünsche ich halt eine gute Besserung, gell? Ja, Dieses war der erste Streich.
Doch der zweite folgt zugleich. Und das mal nach. Das kündigt den Tage. Nur, ich bitte dich. Ich mein, gut, die Schönste ist wirklich nicht, aber Geld hat's wie Stroh. Ja, und dumm ist sie wie Saubohnenstroh, verstehst? Ja. Mein Gott, na, Bur, denk an den Gerichtsvollzieher. Komm, bitteschön. Na, so, hör auf damit, die schlacht dir das aus dem Kopf. Mit der kann man sich doch nirgends sehen lassen, Ja, Mutter. auf der Wiesn in der Geisterbahn. Ja, du mit deiner blöden Witze auf. Jetzt ist was nicht zum Lachen, nicht? Ja, schau dir mal die andere an, ne? Die ist vielleicht schöner wie die. Ja, das glaube ich nicht. Na doch, das ist eine ledige Tochter. Und die Mütter sind doch ganz verschieden. Aber der Vater ist derselbe. Und auf den Vater kommt's drauf an. Eben, siehst du, sei froh, dass du einen bildschönen Vater hast, ne? Sonst schaust du heute aus wie die Kacke. Ja. Also gut, dass ihr zwei Ruhe gibt's. Schau ich mir die anderen noch an, aber ich sag's euch gleich. Wenn sie nicht ein bisschen schöner ist, dann bleib ich allein. Aber eine junge Bayerin muss her da auf dem Hof. Aber das pressiert doch nicht so. Eben schon. Warum denn? Eine Nachkommenschaft muss her. Das verlangt schon der Bauernstand. Nachkommenschaft, hier bei uns am Hof. Ja, Auf mich kannst du dich nicht mehr verlassen. Das sage ich dir gleich. wer redet denn von dir? Der Bur soll doch heiraten und glücklich werden, ha? Moment, ist man denn da glücklich, wenn man verheiratet ist? Ja, bist du nicht glücklich? Wirst du mich geheiratet hast, ha? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ah, du kannst dich nicht mehr dran erinnern. Weißt du das nicht mehr, wie du immer gesagt hast, wenn du mich nicht kriegst, wanderst du aus? Ich, wenn damals nicht so schlecht auf die Füße gewesen wäre. Ich war gewandert, ich wär heute noch nicht daheim, das sag ich dir. Also, jetzt wird nicht mehr lang rumdebattiert. Du schaust dir jetzt die eine an und wenn dir die nicht gefällt, dann wird die Karte geheiratet und damit das da. Ja, siehst du es? Jetzt lasst uns wieder hocken. So macht es immer. Marsch, Holzrei dran. Oh. Ja, so hast du das gehört. Überleg das gut mit dem Heiraten. Das gell? verspreche Schau ich mir. dir. Oh, muss ich wieder Holz schleppen. Mei, oh mei, oh mei. Die zwei, die haben gut reden. Ich soll da mir nichts, dir nichts. Nein, irgendeine, die mir nicht passt, hinterm Vor nicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Heilige Maria. Falsch. Zilli heiße ich. Kennst du mich nimmer? Zilli Ja. vom Volksfest. Genau, die Zilli vom Volksfest. Und du bist das Mannsbild vom Volksfest, dem mir damals ein Puzzle nach dem anderen gestohlen hat. Mach dir nicht so auf wegen die paar Puzzle, sonst gebe ich das gleich wieder zurück. He? Ja, also, wenn ich ehrlich bin, ich hab mir's ja ganz gern stehen lassen, die Puzzeln. Aber du warst ja damit alleine nicht zufrieden. Du wolltest ja unbedingt noch mit hinauf in mein Zimmer. Ich? Ja, Ach, sowas, ja. Genau. Jetzt kann ich mich erinnern, du hast auf Zimmer 2 gewohnt und ich auf Zimmer 3. richtig. Direkt nebeneinander. Nein, war das praktisch gewesen. Aber wie ich dir gesagt hab, dass ich kein Handtuch bin, das man einfach benutzen und dann wegschmeißen kann, bist ganz beleidigt in dein Zimmer gegangen. Weil ich mich halt geärgert hab. Geärgert hast du? Ja. Ja, der Ärger hat aber nicht lang angehalten, weil du nämlich kurz drauf ein Zimmermadel geleitet hast und hast eine Flasche Wein bestellt. Richtig, ja. Weil ich so einen Durst gehabt hab. Durst. Die Flaschen Wein hast du aber mit 2 Gläser bestellt. Ja, weißt du, wenn uns kaputt wird, nachher. Ach so, ja, wenn eins kaputt wird, ja. Aber dann ist ja noch ein Irrtum passiert, weil du nämlich statt der Weinflaschen das Zimmermadel beim Haus backt hast. Da konnte ich nichts dafür erzählen. Nicht? Nein, das war stockfinster in dem Zimmer drin und Okay. ja, das war ein Irrtum. Ein Irrtum? Das
Dieser Irrtum ist dir aber erst um 6 Uhr in der Früh aufgefallen. Ja, jetzt hör noch gerade mal wieder auf. Man, das ist ja schon verjährt. Aha. Schaut, Silly, jetzt war ich soweit, dass ich die heiraten konnte, nicht? Okay. Ja. Und wer war nachher ich? Die Braut oder das Zimmermädel? Wahrscheinlich die letztere, weil zum Heiraten, da hast du ja andere herbestellt. Was hab ich? Ja, mein Vater hat's extra herbringen müssen. Dein Vater? Wer ist nachher das? Der Huberbauer. Und die Kathi ist deine Braut, hat er mir selber gesagt. Nein. Silly, das ist nicht wahr. Ich mag die Kattel nicht. Nein, Okay. gewiss nicht. Du, glaub mir's, mein Herz schlägt nur für dich. Wie im Fieber. Ja? Ja. Dann muss das aber ein Wechselfieber sein. Ja, ich weiß schon. Jetzt magst du mich nicht mehr wegen der Geschichte von damals, nicht? Weißt du was? Ich schick dir jetzt zum Trost einfach die Kathi rein. Na, du... Ja, Himmelsstern und Zwetschgenbär, was ist denn das jetzt? Die ist nicht so, bist du verrückt? Und auf den Tisch hinter, den brauchen wir noch zum Abendessen. Dann noch. Ich habe euch doch erzählt, dass ich voriges Jahr beim Volksfest ein Madel kennengelernt habe. Du, ein Madel, sage ich euch, ein Madel. Das sind ja 3 Madeln. Ach, du, Eigel hat sie wie Blaubeeren, Lippen wie Kirschen und ein Wangerl wie Aprikosen. Der reinst die Fruchtsalat. Kurz und gut, genau mein Typ. So, und wo ist nachher dein Typ? Ja? Weg ist sie. Sie mag mich nicht mehr. Aha, dann hast du daneben getippt, ganz einfach. Du darf mich jetzt einmal fragen, wer das Mädel ist. Das ist vom Huberbauern die andere Tochter. Meine Mutter, ich sag das gleich, wenn ich die nicht kriege, ich schieß mich im Austod. Da kannst halt schmarren daher. Du, wenn ich mich wegen jedem Mannsbild schießen hätte müssen. Da hast du ein Maschinengewehr braucht. Jetzt sag Mutter, wie bist du nachher drüber weggekommen? Ich habe an den Männern fürchterliche Rache genommen und hab deinen Vater geheiratet. Mir war's lieber gewesen, du hättest dich erschossen. Jetzt, Bub, jetzt nimm dir das halt nicht gar so zu Herzen. Wenn die Zille nicht will, ja, dann nimm halt in Gottes Namen die Kathi. Wenn ihr Weiber nur was zum Verkuppeln habt, dann ist euch schon wohl. Ich muss mir die ganze Geschichte noch mal überlegen. Ja. Überlegen. Möchtest vielleicht noch 10 Jahre überlegen, ha? Da nimm dir ein Beispiel an deinem Vater. Der hat nicht lang überlegt. Der hat gleich zugegriffen. Ja, an den Griff leide ich heute noch. Ich bitte dich, denk an den Gerichtsvollzieher und greif zu. Herrschaft, jetzt drängt doch den Burm nicht so. Der Sprung in den Ehestand, der ist nicht so einfach. Hast du vielleicht ein Hals gebrochen? Nein, aber stark verboten. Also glaubst du es? Was? Du mit deiner Schimpferei, du machst den Burm noch ganz ehescheu. Ja. Da schildere ihm heute einmal die Reize einer Ehe. Hast du jetzt Reize gesagt? Jawohl, Reize. So? Ein Weib ist eine Himmelsgabe. Aufopfernd, sanftmütig, kurz und gut ein Weib. Hat immer recht. Ein Weib teilt mit ihrem Mann Freud und Leid, Kummer und Sorgen, bis eines Tages... Der liebe Gott dich erlöst. Lassi, Was denn? jetzt fangst du noch an. Aha, da siehst du, das gehört auch zu den Freuden eines Ehestandes. Was hast du denn? Was ist jetzt? Genau so mach ich's. Was machst du? Was machst du denn? Ich schwör alle Weiberleute die Rache und heirat die Kattel. Um Gottes Willen. Das magst du, das ist eine prima Idee. Ja, aber So, die Zilli hat gesagt, die soll rüberkommen. Ja, das ist ja ganz gut. Ja? Ja, kannst gleich mal hergehen zu mir. Ja? Aber geh ein bisschen viel da her, so. Ja, und jetzt? Jetzt dann gehst du auf Knie runter. Was soll ich? Auf Knie sollst du runtergehen. Aber warum? Auf Knie, hab ich gesagt.
Und jetzt sagst du, dass du mich gern hast und ich dich heiraten soll. Aber doch nicht in die Knie. Du bleibst. Du sagst jetzt, dass du mich gern hast und ich dich heiraten kann. Du kannst mich gern haben und ich kann dich heiraten. Verkehrt. Ich heirat die. Ich heirate die verkehrt. Weißt du, blöd? Du sagst mir jetzt alles nach. Ich hab die gern. Ich hab dich gern. Ich möchte eine Bäuerin werden. Ich möchte eine Bayerin werden. Ich möchte dir stets ergeben sein. Ich will nur stets verwegen sein. Du bist dümmer wie Polizeialarm. Du bist dümmer wie Polizeialarm. Was ist denn? Darf ich bitte wieder aufstehen? Ja, von mir aus. Was war denn jetzt das? Es war jetzt unsere Verlobung. Das war unsere Mei, war die schön. Wir werden noch ein bisschen unsere Hochzeit. Noch viel Ärger. Die überlebst du gar nicht. Muss ich da aber ignorieren? Na, bis dahin lasse ich dich sitzen. Na, Mutter, bist du jetzt zufrieden mit deinem Buben? Also gar so arg hättest du das auch nicht machen brauchen. Ich hab dir ja gesagt, dass ich mir alle Weiberleid räch. Ja, da steht sie herinnen. Und ich suche die überall. Dabei steht sie da herinnen umeinander. Ja, aber nicht die ganze Zeit. Eine Zeit lang bin ich auch gekniet. Ja, warum, wo war's denn? Auf meiner Verlobung war ich. Hör auf. Ja. Ist das wahr? Ja, ausgeschaut hat's danach. Ja, das ist ja ganz gut. Ja, das muss ja gefeiert werden. Ja, aber wenn wir es feiern, dann muss ich das sofort der Zilli berichten, gell? Die sagen dir, so eine Verlobung ist vielleicht anstrengend. Bayern, ich komm gleich wieder, brauchst nicht wohnen, gell? Es ist aber nicht schnell gegangen. Also ich möchte sagen, fast zu schnell. Ja, warum, wenn Sie sie meinen, gell? Der Bub, der mag doch das Dirndl gar nicht. Nicht? Na, Ja, warum hat er sich nachher da verlobt? ja, es wurde darüber, wegen deiner anderen Tochter. Wegen der Zilli. Ja. Mein Flori hat voriges Jahr beim Volksfest die Zilli kennengelernt. Ja. Ja, und hat sich ganz narrisch in sie verliebt. Jetzt will aber die Zilli von ihm nichts mehr wissen. Ja, und das wurde darüber, hat er sich mit der Kattel verlobt. Das ist ein schöner Durcheinander, gell? Sag mal, meinst du, dass nicht du noch was machen kannst? Ich? Ja? Wie meinst du denn das? Ja, wenn's du mit deiner Tochter noch mal redst. Ach so, ich. Ja. Reden kann ich ja mit ihr, aber ob es einen Zweck hat, weißt du, ich kenne nämlich den Dickschädel von meiner Zilli. Es gibt eine Katastrophe. Wenn ich da nur an die Verlobung denke. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Das Katterl ist ja ganz ein nettes Dirndl, oder? Du, ich mein, mich geht's ja nichts an, aber einmal eine bescheidene Frage. Ja. Sag mal, wie hat denn eigentlich die Mutter von der Katte ausgeschaut? Gut. Ja, was glaubst denn du? Was ja, ganz gut? gut. Ja, freilich. Also, das verstehe ich nicht. So kreislich bist doch du auch wieder nicht. Ja, gell? Ja, weißt du, das ist ja so. Die hat sich als kleines Kind einmal einen Kopf verkaut und da will sie halt ein bisschen was bleiben, nicht? Die muss ja aber den Kopf schon sauber angehaut haben. Jetzt reden wir einmal von was anderem. Reden wir einmal vom Geschäftlichen. Was kriegt er denn mit, dein Bub? Ach, da musst du mit meinem Mann unterhalten, ja. So. Also da kümmere ich mich gar nicht drum. Ach so.
Ja. Muss ja schon ein paar tausend Mark springen lassen, der Alter. Was? Ein paar Tausend? Wir haben nicht einmal ein paar hundert für einen Gerichtsvollzieher. Ich mein, die Kathi kriegt da 125.000 Mark Muttergurt mit und da kannst du schöne aussteigen, gell? 125.000? Ja. Oh, das tat uns gut. Was meinst du? Ich mein, ein schönes Muttergut. Gell? Ja. Und wann kriegt's das? An ihrem Hochzeitstag bar auszahlen. Und was kriegt die Zilli, wenn's heiratet? Nix. Nix? Nein? Ja, wieso nix? Ja, das ist ja so, gell? Also, man, wir bringen ja das Kattel ohne Geld gar nicht los, nicht? Und da haben wir uns jetzt gedacht, da müssen wir das ganze Geld der Kathi mitgeben, nicht? Und bleibt natürlich für Ziele nichts über. Das ist auch ein Standpunkt. Gell? Das ist ein guter Standpunkt, ich weiß schon. Also, über das Finanzielle muss ich mit den Alten reden. Ja. Ja. Also, habt ihr mir recht, einen schönen Gruß, ich komme in der Zeit wieder. Ja. Geht aber lieber zu meinen Dirndl. So lange kann man die nicht allein lassen, nicht? Ja. Besonders die eine, gell? Wir sind fertig. Ja, vierte. Oh Gottes Willen. Die Zilli kriegt nix. Und die Kathi, wenn heiratet, kriegt sie 125.000. Der Flori muss die Depperte heiraten. Flori! Was ist denn los? Was, du Flori? Nein, aber wenn du Flori schreist, dann liegt was in der Luft und das möchte ich auch wissen. Ja, also weißt du, schon da bist, kannst du da bleiben. Na, das ist aber nett von dir. Jetzt setz dir mal hin. Ja, darf ich mich auch hersetzen? Ja, von mir aus. Oh, setz ist das aber nett von dir. Ja. Das ist schon wieder. Also jetzt pass auf. Ich habe mich gerade mit dem Huberbauer unterhalten. Ja. Ja, und habe ihn so durch die Blume ausgefragt. Ja. Ne? Also die Zilli, wenn heiratet, dann kriegt sie gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und die Kathi, wenn heiratet, Ja. kriegt 125.000 Mark. Und weil uns Wasser bis zum Hals steht, Und wir nicht schwimmen können? heiratest du die Kathi. Was? Den Dutschen soll ich heiraten? Na, mir? Du heiratst die Kathi, wir brauchen das Geld, du heiratst die Kathi aus. Und ich heirate die Kathi nicht aus. Das wird ja gar nicht gefragt. Ja. Du hältst dein Maul. Du heiratest die Kathi. In dem Punkt geschieht immer noch das, was ich will, gell? Und damit basta. Und ich heirate die Kathi nicht. In dem Punkt geschieht immer noch das, was ich will. Und damit passt er. Außerdem ist doch die voll damisch. Das hat gar nichts zu sagen. Dein Vater hat ja mich auch geheiratet. Na, Mutter, na. Das tue ich nicht. Und wenn's die Tour auf den Kopf stellst. Das glaube ich nie, dass sich deine Mutter auf ihren schwächsten Teil stellt. Und was heißt da volldammisch? Je dümmer, umso glücklicher die Ehe. Das stimmt. Bist du vielleicht nicht glücklich? Doch. Eben. Ah, da kommt ja das Kater. Oh ja. Oh, da bin ich schon dahin. Was, bist du dahin? Wenn du besuchst, ich Füße waschen, gell? Was? Fürs waschen? Mitten unter der Woche? Das hört sich schlau an. So, jetzt bin ich wieder da. Der Vater hat gesagt, ich soll zu dir rüberkommen, hat er gesagt. Kathi, das freut mich, dass du da bist. Ja? Ja, ich habe mich mit deinem Vater schon unterhalten, ja. Ja. Ja, und es geht um einen Flori. Ne? So? Ja, der soll heiraten. Ja, und ich mein, du bist ja jetzt auch schon in dem Alter,
wo man ans Heiraten denkt, ne? Ja, ja, der Vater hat gesagt, es ist allerhöchste Zeit, dass ich von der Straße wegkomme. Ja. Ja, das glaube ich. Ja. Außerdem kriege ich 125.000 Mark mit. Ja, eben. Ja, und ich mein, sag mal, gefällt dir eigentlich der Flori? Freilich gefällt mir der Flori. Ja, aber wenn mich der Flori nicht heiraten mag, dann ist das egal. Dann kann er ruhig meine Schwester die Zilli heiraten. Na. Also mir ist schon lieber, der Flori, der heiratet dich. Was? Ja, Ja, aber die Zilli ist ja viel schöner als wie ich. das weiß ich ja nicht. Ich kenne ja deine Schwester nicht, ne? Aber mir ist es lieber, wenn der Flori dich heiratet. Ja? Ja. Ja, warum denn jetzt das? Kat, jetzt sitzt du mal da hin. Ja, ich meine, wir Frauen, wir müssen doch zusammenhalten, ne? Selbstverständlich. Ja, eben drum. Ne? Und ich möchte dich jetzt bitten, dass das, was wir jetzt untereinander besprechen, dass du das zu keinem Menschen ein Sterbenswörterl sagst. Zu keinem Menschen. Auch nicht zu deinem Vater. Mein heiliges Indianer-Ehrenwort. Na, dann ist gut. Also, Kathi, es geht um das. Dein Vater meint, wir sind reich. Ja, aber ein paar schlechte Ernten hintereinander und was noch alles dazugekommen ist. Kurz und gut, wir haben gar nichts. Nächste Woche kommt der Gerichtsvollzieher zu uns zum Pfänden, wenn wir nicht zahlen können. Siehst du das? Und deswegen war es mir lieber, wenn der Flori dich heiraten tät. Wegen meine 125.000 Mark. Ja. Aha. Aber geh, du bist mir nicht böse, Kathi, dass ich so offen mit dir Nein, geredet natürlich bin ich da nicht böse, aber sag einmal, mag denn mich der Flori überhaupt? Das ist ja das. Der ist doch ganz narrisch in deine Schwester verliebt. Ja, warum hat er sich da mit mir verlobt? Ha? Aus Wut darüber, weil er deine Schwester nichts mehr will. Ach so? Ja. Also pass auf, Bayrin. Weil du so ehrlich und offen zu mir gewesen bist, muss ich jetzt auch zu dir sein. Ich bin gar nicht die Kathi. Aha, du bist die... Wer bist denn du? Ich bin die Zilli. Ah, du bist die Zilli. Ja. Und wo ist dann die Kathi? Ja, die Kathi, das bin ich auch. Ach, das bist du auch. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Jetzt pass auf, das ist ganz einfach. Ich hab deinen Sohn letztes Jahr auf dem Volksfest kennengelernt. Ja, und weil er sich halt da gar nicht so verhalten hat, wie es ich gern gehabt hab, habe ich mir gedacht, nachdem ich ihn jetzt da wieder gesehen hab, Birschel, das zahl ich daheim. Jetzt spielte ich einen kleinen Streich, so dass ich ihm meine eigene Schwester vorgestellt hab, die Kathi, dass ihn heute auf Probe stellt, ob er mich auch wirklich gern hat. Also habe ich einmal die Zilli und einmal die Kathi gespielt. Und das hat der Depp gar nicht gemerkt. Nein, Ganz der Vater. aber jetzt habe ich eine Bitte an dich. Ja. Sag noch nichts, dass du von dem ganzen Schwindel weißt. Ich darf nämlich ganz gern nur ein bisschen schwitzen lassen. Also, ich sag kein Sterbenswörterl. Mein Gott, na, freu ich mich auf das blöde Gesicht von dem Flori. Ja. Und grad mit Fleiß poch ich jetzt drauf, dass der Flori die Kathi heiratet. Das ist eine gute Idee. Ja. Jawohl, das tust. Ja. Lass nur nicht locker, gell? Ja. Du aber ich gehe jetzt zu meinem Vater rüber und sag ihm Bescheid, naja, dass ich dich aufgeklärt hab, gell? Ja. Dass du alles weißt. Also dann, für die gute Weibare. Ja, fertig. Mein Gott, ist das ein Liebsmadel. Du wirst doch nicht diesen Deutschen meinen, oder?
das ist kein Dodgen, ist ein ganz liebes Madel. Was? Ja. Also, dass du schon immer gesponnen hast, das weiß ich. Aber dass du so spinnst, das ist mir neu. Gut, dann spinne ich heute. Jetzt hat sie es ganz erwischt. Und der Flori heiratet die Kattel. Jetzt hat sie jetzt Sicherung ausgehauen. Jetzt wird es höchste Zeit, dass ich zum Tierarzt gehe. Die lasse ich einschläfern. Vater, wo ist denn Mutter? Du Bub, deine Mutter spinnt. Es liegt was in der Luft. Wieso spinnt die? Ja, aber da... So, Lella. Also, ich habe jetzt gerade mit dem Herrn Pfarrer telefoniert. Was? Mit dem Pfarrer hast du telefoniert, wegen warum? Warum? Ja, das Aufgebot habe ich bestellt. Was für ein Aufgebot? Das von dir und von der Kathi. Was? Ja. Na, sag einmal, spinnst denn du komplett? Wieso spinne ich? Du, ich habe mich mit der Kathi unterhalten. Sehr nett. Übrigens, und die ist mit einer Heirat einverstanden. Also gut. Und du heiratest die Kathi. Das kommt ja gar nicht in Frage. Das wirst du dir noch überlegen. Da gibt's gar nichts mehr zum Überlegen. Es geht alles seinen Gang. Ging, Gang, Gang. Was habe ich dir gesagt? Es liegt was in der Luft. Du, sag mal, wird jetzt sie da überhaupt nicht mehr gefragt, oder was? Ja, bin ich schon mal gefragt worden? Ha? Du! Was hast denn da, du? Wie sprichst denn du mit deinem Verfasser? Außerdem bin ich immer noch der Herr im Haus, gell? Ja, ich weiß schon. Wenn die Mutter nicht daheim ist, nicht? Blödsinn. Heute früh ist deine Mutter auf den Knien zu mir hergekrochen. Ist wahr? Ja. Was hat sie gesagt? Geh raus unterm Bett, du feige Sau, du feige... Ich gehe jetzt noch mal in den Postbrei rüber. Du gehst in den Postbrei. Postbrei gehe rüber und red jetzt noch mal mit der Zilli. Das nutzt nichts, wenn du mit der Zilli redst, du bist mit der Kathi verlobt. Das ist mir wurscht. Dann entlobe ich mich halt wieder. Nicht? Warum ist mir das damals nicht eingefallen? Dann war ich heute noch frei und ledig. Blasi, du bist ja. Was ist los? Dann können wir gleich reden über die Sache. Über was denn für Sach? Hat der Alte nicht geredet mit dir? Meine Alte spricht nicht immer mit mir. Also der Alte hat zu mir gesagt, von wegen einem Heiratsgut zwischen meinem Dirndl und deinem Bum. Ja? Da muss ich mit den Finanzen mit dir reden. Mit mir? Ja. Bitte, nimm Platz. Ja? Ich bin so frei. Immer wenn es unangenehm wird, schickt sie mich voraus. Ja. Also, Miguel, um was geht's, ha? Ja. Machen wir es ganz kurz. Ja? Was gibst denn deinem Bub mit? Was ich meinem Bub mitgib? Ja. Ich hab mir gedacht, 20 Mark und eine schöne Brotzeit. Was? Blasi, ich rede vom Heiratsgut. Heiratsgut? Ja, freilich. Ja, wenn ich bloß was hätte. Heiratsgut. Sagen wir 3.500 Mark. Na, da müsst ihr noch was drauf tun. Gut, da lege ich noch 50 Mark drauf, aber dann muss er Ruhe sein, gell? Da will ich nichts mehr hören. Du, was du da sagst, 50 Mark, die liegt mir auf ein Ross drauf, aber nicht bei meinem Dirndl. Also, Michael, ganz ehrlich gesagt, ein schönes Ross ist mir auch lieber für die Tochter. Ja, gib's ja zu, dass mein Kattel keine Schönheit ist, Ja, aber, das ist sicher nicht. aber sie kriegt 125.000 Mark Heiratsgut mit und eine schöne Aussteuer, mein Lieber. Und ein schönes Gesicht. Also gib dein Herzen einen Stoß. 100.000 Mark müsst springen lassen und deine gescheckerte Kuh. Was? Meine Kuh? Ja. Na, die gebe ich nicht her. Geh. Das ist meine beste Milchkuh. Die gibt in der Woche 9 Liter Milch. Ja. Und die brauche ich selber. Ich bin Milchtrinker.
Also gut, ich wollte ja nicht von deinem Milch wegbringen, nicht? Ja. Von mir aus trinkst du den Milch selber, oder? Dann krieg ich ein Dutzend Schaf. Ja, sag mal, muss denn da unbedingt ein Viech dabei sein? Ja, und ich Viech gebe ich meine Tochter nicht her. Ja, na, polzt das und salzt das ein. Blase, es war doch immer schon der Brauch, dass beim Heiratsgut ein Viech dabei ist. Nein, nicht immer. Geh. Meine Alte habe ich ganz ohne Viech gekriegt. Also geh zu, gib den Herz einen Stoß. Ja, ist ja gut, wenn unbedingt ein Viech dabei sein muss, dann nimmst du ein Dutzend Schaf mit. Und zwar die Oberschienen, und die suchen wir jetzt gleich raus. Ja, da wirst du Pech haben. Naja. 12 Stück suchen wir raus. 12, ja, hast schon recht. Miguel, wenn du die Schaf heimtreibst, dann geh bitte voraus. Meine Schaf brauchen ein Leithamme. Mein Gott. 125.000 Mark kriegt sie und diese 100.000 Mark dazu. Da. Ich habe nicht einmal das Geld für einen Kriegsvollzieher. Mein. So, jetzt bin ich wieder da. Komm, Gottes Willen. Jetzt kommt das Fliegengitter auch noch daher. Sag einmal, Was? wo ist denn der Flori? Was war's denn ich? Na, suchen halt. Such dann doch selber. Ich bin doch kein Spürhund, oder? Also, ich weiß gar nicht, was bist denn so unfreundlich zu deiner kurzünftigen Schwiegertochter? Komm, hör auf, hör auf, hör auf. Schau, jetzt kann's nimmer lang dauern. Was? Dann darf ich Papa sagen. Freut dich das? Ja, und wie? Ja, Freut dich schon, gell? das siehst du ja. Also, Was? ich mein, wenn ich die so anschaue, Ja? du darfst mir gleich viel besser gefallen wie dein Bub. Was? Na, hör auf. Bring uns einen Schmarrn daher. Ja, also du, wenn's nicht verheiratet warst, die da die am Schlag wegheiraten. Ja? Gatte, was tätst du mit so einem Alten wie ich bin, ha? Also, meine Tante hat schon aber gesagt, bei die Alten ist mir gut gehalten. Das hat deine Tante gesagt? Ja. Eine sehr vernünftige Frau, deine Tante. Außerdem hat meine Tante gesagt, bei die Alten ist mir immer gut aufgekommen. So? Ja. Wenn sie auch nicht mehr so oft. Was? Wenn sie auch nicht mehr so oft zum Tanzen gingen. Also tanzen. Na, zum Tanzen gehe ich nicht mehr. Den einzigen Ball, den ich noch kenne, ist der Federnball. Federnball. Ja. Also du wirst mir so ein Schlankel sein. Ja. Der Katerl, jetzt sag einmal, Was ehrlich, darf dir wirklich gefallen? Und wie gut. Ja, Ja. die ist eigentlich gar nicht so kreislich. Du. Was? Und ich. Da hat dir ich auch gefallen. Ja, auf einmal darfst du mir auch gefallen. Ja, der Tag ist aber Vater, was tust denn du da? Was werde ich denn da? Ich gebe deiner zukünftigen Unterricht. Ne? Was für ein Unterricht? Ja. Wie ich dich mal behandeln muss, wenn wir verheiratet sind, mein Ja. lieber Bräutigam. Ja. Das brauchst du gar nicht lernen. Nee? Nein. Ja, da ist ja die Ich muss wieder an meine Arbeit gehen. Und du setzt dich daher, zu deiner Verlobten. Ja. Und du setzt dich auch her, Ja, ja. zu deiner Schwiegertochter.
sind wir wieder beieinander. Ja. Wie eine glückliche Familie. Oh, wie ist das schön. Kannst du noch singen, oder wie? Da soll ich vielleicht wohnen, ha? Also der Schwiegerpapa hat so eine schöne Stimme. Siehst du das, da hörst das. Du Katerli, Ja? weißt du, was ich mir überlegt hab? Was Du denn? brauchst doch gar nicht mehr zum Postbräuen über. Na, du kannst doch bei uns schlafen. Das war recht. Ja, was stehst mit denen? Geh dann gleich in Kammern auf und richte schön her, gell, ja? Ja, das ist aber schön. Ja, ganz schön, Ja. gell, ja? Du, und dann legen da Kopfkisserli legen die auf, 6 Stück. Ja. Dass du schön weich liegst. Ja, und 6 Eisbeiterle tust dir rein, gell, damit sie nicht so warm wird, ne? Ah, was hat Wenn's denn da, ha? Steigt mir der auf den Fuß noch. Der ist kaputt, den kann ich wegschmeißen. Wärmflascherl. Ja. Das ist ja nicht Eisbeiterle hab ich gesagt. Eisbeiterl, ja. Die hau ich dir dann aufs Hirn auf. Ja, von wegen. Bei dieser Hitze. Also das geht aber gar nicht. Warum Ich nicht? kann da gar nicht schlafen. Ich habe nämlich kein Nachthemd da. Macht nichts. Aber das macht doch gar nichts, Katalina. Du kriegst ein Nachthemd von mir. Dann schaut sie gut aus. Ja, aber da schäme ich mich so. Braucht sie doch nicht schamen. Magst wie ich bin ausgeschammt. Na, also, Katalin, jetzt riecht man dann das schön her alles, Ja, gell? aber ich weiß ja gar nicht, ob's überhaupt mein Flori recht ist. Na, dem ist schon recht. Du, der wird gar nicht gefragt. In dem Haus bestimm immer noch ich. Der Herr im Haus bin ich. Was bin noch nie? Du heißt der Mai. Aha, bitte. Also komm, Katerli, jetzt gehen wir. Schaut dir gleich die Kammer an. Also dann, gute Nacht, mein lieber Bräutigam. Gute Nacht. Gute Nacht. Was denn? Stört. Ich sag dir, Vater, du, Was? das Mädel muss aus dem Haus, sonst geh ich. Nein, das Madel bleibt da. Ich möchte noch grad wissen, was du auf einmal für einen Narren an der Gans gefressen hast. Keine Gans und auch kein Narren, sondern eine Schwiegertochter. Ja, auch mit Schwiegertochter. Jawohl, Schwiegertochter. Ich kann mich genau erinnern, wie du selber gesagt hast, dass so eine kreisliche Kartoffelpflanzen in unser Haus nicht reinkommt. Nicht? Die verschandelt unseren ganzen Hof, hast du gesagt. Das hab ich Das gesagt. hast du gesagt. Ich hab meine Meinung geändert. Ja, ganz einfach. Ich sag das gleich, die nehme ich nicht. Die kannst du haben. Weißt du was, Vater? Was? Ich schenk das. Ja. Er schenkt mir's. Er. Die darf ich schon nehmen, wenn ich könnt. Ich weiß gar nicht, was auf einmal mit mir los ist. Ich hab plötzlich einen Trieb in mir. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur der Wille, auch das Fleisch noch stark ist. Hoffentlich kommt mir mein Alte nicht dahinter. Sonst ist der Teufel los. Ja, der ist Sag einmal, spinnst du jetzt? Was denn? Der sitzt da herin und führt da Selbstgespräche. Was? Na, Blödsinn. Ich habe nur ein bisschen laut gedacht und ich weiß gar nicht, ob das gut ist, dass der Flori diese Kathi heiratet. Ne? Doch, doch. Was? Ja, sicher ist das gut. Wirst sehen, wenn sie mal länger beieinander sind, werden sie sich schon aneinander gewöhnen. Meinst Ja, du hast dich doch an mich auch gewöhnt, oder? Ja. Dem Burschen wird's bestimmt einmal so gehen, wie es mir heutzutage geht. Wieso? Wie ich dich kennengelernt habe,
habe ich dich bis zum Hals rauf gern gehabt. Jetzt hängst du mir zum Hals raus. Also, du Blasiger, halt ein bisschen zurück. Die Ehe ist der Hafen, wo sich die Lebensschifflein friedlich begegnen. So, dann muss mir ein Kriegsschiff begegnet sein. Also, typisch Mann. Weißt du, wo du mit deinen Ansichten hingehörst? Wo denn? In die Wüste. In die Wüste? Jawohl. Da gehe ich auch hin. Oh. Und dich nehme ich mit. Ein altes Sprichwort sagt, der in die Wüste geht, soll ein Kamel mitnehmen. Silly, wer hast denn heute Nacht geschlafen? Danke, gut, aber bitte sag nicht Zilli zu mir, weil wenn das ein Mensch hört, fällt mir ganz ein Schwindel auf. Das vergiss ich immer. Du, aber mir war es so, als wenn irgendjemand heute Nacht zweimal an meiner Tür klopft hätte. Glaubst du, dass es der Flori doch überlebt hat? Das kann ich mir schlecht vorstellen. Okay, wer kann denn sonst an der Tür klopfen? Ich weiß es nicht. Guten Morgen. Guten Morgen, Flori. Magst du eine Tasse Kaffee? Ja, mag ich. Guten Morgen, mein lieber Bräutigam. Nein, jetzt mag ich keinen mehr. Also, der hat bestimmt nicht an deiner Tür geklopft. Nein, das glaube ich auch nicht. Also, Sag einmal, was? hast du noch einen Kaffee für mich? Aber selbstverständlich, der hat ich noch einen Kaffee. Dankeschön. Einen recht schönen guten Morgen, mein liebes Kattilein. Gell? Haben wir gut geschlafen? Hm? Dankeschön, Schwiegerpapa. Gut. Ja, na, ist schon recht. Ja, aber du hast anscheinend heute Nacht einen unruhigen Schlaf gehabt, Ich, gell? wieso? Nein. Ich hatte nur ein paar Mal ein komisches Rumoren in meinem Bauch verspürt. Ja. Aha, da bist du aufgestanden und hast an der Kathi ihre Tür geklopft. Warum hat die auf der Toilette geschlafen? Hm? Rick kann's an Schmarrn, du weißt genau, was ich meine. Ich verbiete mir jede Verdächtigung. Ich hatte nur ein innerliches Bedürfnis. Du, deine Bedürfnisse kenne ich. Mandei, lass dich ja nicht erwischen. Sonst schreibst du die Bresel. Was? Komm, geh weiter, Kathi. Wir gehen in die Küche. Ja, Da ist es gemütlicher, Ja, gell? Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich komme mir vor wie in einem Treibhaus. Du Vater, Ja, ich hätte ein ernstes Wörtchen mit dir erzählen. bitte red, mein Sohn. Ich habe für alles Verständnis. Pass auf, Vater. Ja, Ist sicher dass wir unbedingt ein Geld brauchen. ja, Und dass ich eine heiraten soll, die Geld hat. ja. Aber das sage ich dir gleich, die Kattel, die heirate ich nie. Aber die andere kriegt doch nichts mit. Aber ich mag keine andere wie die. Was heißt die Mokka und ich hab die Mutter auch nicht mögen, ne? Warum hast du noch geheiratet? Weil sie stärker war wie ich hier. Vater, dir muss irgendwas einfallen. Aber mir, was soll die mir einfallen? Ja, weil dir noch immer was eingefallen ist. Ja, wenn ich ledig wäre, dann könnte ich das Kattel heiraten, ne? Dann wärst du aus dem Wasser. Aber so? Du bist aber nicht ledig, ne? Du hast Mutter. Ja, leider. Ich sag das gleich, Vater Jürgen, was muss dir einfallen mit der Kattel? Ich kann mit der Kattel noch mal reden, ne? Ja, das ist gut, wenn du das tust. Ja. Du aber Was? sei standhaft bei der Mutter. Standhaft bei deiner Mutter. Dein Wort in Gottes Ohr, mein Lieber. Nein. So tief bin ich noch nie drin gesessen in der Mistkrumm. Hi, der Flori ist da. Die Kattel ist da. Jetzt hör, komm, Kattel, hab dich ein bisschen her da zu mir. Heute bist du aber nett zu mir. Ja, aber nicht mehr lang. Komm. Okay. Ich bleib selber mit dir. Also jetzt sitze ich. Was ist los? Pass auf, Kattel, du bist doch ein ganz nettes Mädel, nicht? Ja? Ja. Ich mein, das haben vorhin noch nicht viel zu mir gesagt. Ja, das glaube ich, ja. Ja. Du, wenn dir das jetzt aufgefallen ist, dass ich ein nettes Mädel bin, nachher kannst du mir ruhig heiraten, oder?
Nein, das kann ich nicht. Nicht? Warum Nein. nicht? Weil ich andere gern hab. Ja, warum hast du denn dann mit mir verlobt? Aus lauter Zorn wegen der anderen. Und wer ist diese andere? Die Schwester. Meine Schwester, Ja, die Zilli. die möchte ich heiraten und keine andere nicht. Die kriegt doch aber überhaupt nichts mit. Das ist mir wurscht. Die heirate ich und wenn sie bettelarm ist. So gern hast du die Zilli, ha? Ja, so gern habe ich die Zilli. Siehst du das, Kattel? Und drum sage ich ja, drum wären wir zwar nie miteinander glücklich geworden. Meinst du, ich soll mit meiner Schwester noch mal reden? Hey Kattel, wenn du das tust, nachher Nachher? mache ich meine Augen zu und gib dir ganz ein festes Puzzle. Du kannst aber beim Puzzeln deine Augen ruhig ganz weit auflassen. Ja, wie redst jetzt du auf einmal? Wie meine Schwester die Zilli, gell? Ja, wie ist man denn? Tja, ich bin nämlich die Zilli. Ich kenne mich immer noch nicht aus. Begreifst denn du das nicht? Ich bin die Kathi und die Zilli in einer Person. Du sagst, du bist Kattel. Also Ja. ein Zilli mal. Na, mein Gott, ich bin schon ganz deppert. Das gespann ich auch. Ja, warum denn der ganze Schwindel? Ganz einfach, weil du mich damals auf dem Volksfest so schlecht behandelt hast. Und da habe ich mir gedacht, Strafe muss sein, mein Lieber. Und hab dir die Komödie vorgespielt. Mei, bin ich froh. Bin ich froh. Aber das sage ich dir gleich. Also, die Rollen, die hast du natürlich fantastisch gespielt. Gell? Ich muss auch sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht. Das heißt, manchmal hast du mir schon leid da, wenn du gar so verzweifelt gewesen bist. Ja, Zilli, magst du mich dann ein bisschen? Aber natürlich mag ich dich. So, dann sage ich das gleich der Mutter. Nein, bleib da. Deine Mutter weiß über alles Bescheid. Mutter weiß über alles Ja, Da hat der Vater doch recht. wieso? Meine Mutter ist ein ganz ausgekochtes Luder. Das ist gar nicht wahr. Deine Mutter war die Einzige, die mir wirklich die Wahrheit gesagt hat. Ich mein, wie es um euch steht, wegen dem Gerichtsvollzieher und wegen der Geldheirat. Heiratst du mich jetzt nur deswegen? Aber geh, ich hab die doch damals schon mengen auf dem Volksfest. Mei, du. Ich sag das, Zilli, der Vater, der wird Augen machen da. Ja, besonders jetzt, wo er bei mir anbankeln will. Der möchte bei dir anbandeln. Ja, natürlich nicht bei mir als Zilli, sondern bei mir als Kathi. Den schaut nicht an. Jetzt verstehe ich ja, warum du in letzter Zeit immer gesagt hast, was du für ein nettes Mädel bist. Ja, wart nur, du alter Gauner. Aber wenn wir gerade beim Gauner sind, bei euch zwei stimmt das Sprichwort auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Aber jetzt nicht mehr, Zilli. Ich versprich das. Ich sag's jetzt gleich der Mutter alles. Ja, grüß dich. Was denn? Schwiegerpapa. Was hat er denn, der Knabe des Rotzes? Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich freigib, dass ruhig meine Schwester die Zilli heiraten kann. Aber Kathi, dann hast du ja wieder keinen Mann. Das macht nichts, na suchen wir halt einander. Warum denn suchen? Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe steht? Ja, darfst mir denn du einen wissen? Aber freilich, Katerle. Ja? Katerle, Ja. heute schaust du wieder aus wie ein Rösel aus dem Treibhaus. Ja. Aber geh, du Schlanke, du. Ja, gib mir doch heute ein Bussel, Kathi. Aber geh. Wo soll ich denn hingehen? Ich mein, das schickt sich nicht. Du sollst mir nicht schicken, du sollst mir's geben. Das schickt sich nicht, dass ein verheirateter älterer Mann einfach am fremden Mädel ein Bussel Aber okay, was heißt ein älterer Mann? Auch ein altes Ross frisst noch junge Haferflocken.
Hast nicht gehört, wie ich heute Nacht ein paar Mal an deine Tür geklopft hab? Was, du warst? Ich war der starke Klopfer. Aber Schwiegerpapa! Na, komm, sag nicht Schwiegerpapa zu mir, sag Blasi zu mir oder sag Bläslein. Na, so was. Das scham ich mich. Braucht ihr nicht, schau mal, komm, es gibt mir heute ein Busserl. Stell dir mal vor, was da die da dein Bruder Flori dazu sagen. Ich schmeiß ihn aus, wenn er frech wird. Was? Und von meiner Frau lasse ich mich scheiden, jawohl. Diese alte Wurstheit lasse ich laufen. Und heirat dich, mach dich zu meiner Bäuerin. Ne? Aber das geht doch nicht. Wenn immer ein Busserl kommen, Kattel. Und das geht erst recht. Warum denn nicht? Ja, stell dir mal vor, wenn da irgendjemand kommt. Ja, hast recht, hast Uns recht. überrascht. Könnt's nicht woanders sein, ne? Woanders. Ja, woanders. Ja, wo denn? Ja, pass mal auf. Ja. Da habe ich eine Idee. Ja? Du kommst ganz einfach heute Nacht, Ja. wenn alles schläft, um 10 Uhr daher. Ja, um 10 Uhr bin ich da. Und ich komme auch um 10 Du wenn alle kommst auch schlafen. um 10 Uhr, ja. Und du ziehst ein Nachthemd an Nachthemd? und setzt eine weiße Zipfelmützen auf. Was ist denn für Mütze? Dass ich die erkenne. Ja. gell? Ja, und ich zieh selbstverständlich auch ein Nachthemd an Ja. und setze ein kleines Nachtmützerl auf. Kommen dann ganz in weiß, nicht wahr? Ja. Ich bin ein weißer Riese. Im Bett und auf der Wiese. So, jetzt gehe ich, mache mich fertig, tu mein Nachtwand gleich herrichten, gell? Ja, das tust Bitte gut, ja, Bitte gut. gut. Na, also diese Bazien sind doch alle miteinander gleich. Es ist nicht so. Ich habe jetzt gerade mit der Mutter geredet und habe ihr genau erklärt, wie steht mit uns zwei. Ja. Und ich habe deinem Vater gesagt, dass ich frei bin und dass du jetzt die Zilli heiraten kannst. Hast du gesagt? Ja, hab ich gesagt. Und was hat er gesagt? Was er gesagt hat? Ja, er hat gemeint, er heiratet mich und lässt sich von deiner Mutter scheiden. Das hat er gesagt? Freilich, das hat er gesagt. Da hört sie alles auf. Was hast nachher du gesagt? Ich hab mir ganz was Gutes einfallen lassen für ihn. So. Ja, weißt du, er ist ja mein Vater, nicht? Aber vergundet hat es ihm schon mal, dass er so richtig nice aussieht. Was hast du denn ausdenkt? Ja, lass dich überraschen. Ach, die Überraschung, da freue ich mich jetzt schon. Also, du, jetzt suchen wir einen Vater, dann reden wir mit ihm. Und ich gehe jetzt zuerst rüber in den Postbrei und zieh mich um Ja. und komm dann als Zilli wieder, weil jetzt glänzt mir. Eben. Und dann bleibst du aber als Silly, gell? Freilich. Aber, Flori, der Viechhandler kommt gerade. Bitte sei so gut und red du mit ihm. Weil der Vater macht sowieso wieder einen Schmarrn. Ist schon gut. Also bis nachher, Scherzel, gell? Na, seid ihr jetzt einig? Ja, wir sind uns einig. Na, Gott Aber für dich habe ich auch eine ganz gute Nachricht. Was denn? Ich weiß, wer heute Nacht an meine Türe geklopft hat. Doch, der Flori. Nein, der Bauer. Was, mein Alter? Jawohl. Ja, Nein, wie kommt denn der dort? Ja, wie er dazukommt, der hat gemeint, ich schaue heute aus wie ein Rösel im Treibhaus. Und am liebsten würde er sich von dir scheiden lassen und mich heiraten. Das hat der gesagt? Jawohl, das hat er gesagt. Und er hat gesagt, er lässt dich laufen. Er lässt mich... Ah, da hört sich alles auf. Der kriegt von mir als solche Watschen, dass das Laufen gar nicht mehr aufhört. Oh, mein Gott, dieser Gasbock. Aber geh, du wärst doch nicht ganz erschlagen. Nein, ganz der Schlang nicht. Ich lasse ja ein bisschen was übrig. Ja, aber was willst du denn dann tun? Ich weiß es noch nicht, aber gestraft muss er sein, dieser liebestolle Bauer. Siehst du's? Und deshalb habe ich mir ganz was Gutes einfallen lassen. So, was denn? Also, pass auf. Ich habe gesagt, er soll heute Nacht um 10 Uhr daherkommen. Im Nachthemd und mit der Zipfelmütze. Ja, wegen was Ich lass denn? mich nicht ausreden. Und ich komme auch um 10 Uhr im Nachthemd und mit dem Nachtmützerl. Was, du? Nein, natürlich. Lass mich ausreden, nicht ich, sondern du kommst um 10. Weißt du, was da los ist? Was, ich? Freilich. Mein Kind, das ist ja eine prima Idee. Dass ich da nicht selber draufgekommen bin. Das mach ich. Das mach ich. Ich sitz mich dann daher. Dann frag ihn aus.
dann kriegt der von mir eine Watsch. Also wenn der das erfahrt, dass ich schuld bin an diesem Ganzen, dann mag mich der nimmer. Aber da brauchst du keine Angst haben. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann redet der überhaupt nicht. Also gut, das tust. Aber ich gehe jetzt rüber im Busbrei und zieh mich um. Ja. Mir reicht's. Ja. Du, ich hab jetzt gerade einen Viechhandler, ich 2 Kalbe verkauft. Und wenn jetzt der Gerichtsvollzieher kommt, dann sind wir flüssig, können wir zahlen. Nicht? Mein Gott, Dankeschön, Burme. Ein gescheiter Bur, gell? Was ist, Flo, du gehst mit mir rüber im Busbrei? Geile, ich helfe ein bisschen beim Umziehen, weißt Ja. So, Alter. Und ich richte jetzt mein Kampfgewand her. Ja, Partner. Dir hau ich dein Mustschädel so her, dass du meinst, der Schlägel Gottes hat dich gestraft. Zur Vorsicht war ich noch in der Apotheke. Ein starkes Schlafmittel für meine Alte. Weil die kenne ich, daher das Gras wachsen. Aber wie bringe ich die Tabletten meiner Augen bei? Herrgott, ich weiß schon. Ich trinke mit ihr jetzt noch eine Tasse Kaffee und dann werde ich schon hineinzaubern. Weibelein! Ja, wo bist du denn? Da bin ich. Immer kommst du von hinten. Wie eine kleine Partisanin. Was möchtest du denn? Ja, du Weibelein, ich möchte mit dir vorm Schlafengehen noch eine Tasse Kaffee trinken. Was mit... Ja. Seit wann trinkst denn du vom Bett eine Tasse Kaffee? Ich möchte heute eine Tasse Kaffee mit dir trinken. Na, also, ich glaube, du spinnst. Du weißt genau, dass ich keinen Kaffee vom Bett trinke. Warum denn nicht? Nein, ich kann nicht schlafen. Auf den schon. Was? Ich meine, auf eine Tasse Kaffee kannst du schon schlafen. Komm, sei so gut. Bring 2 Tassen Kaffee. Jetzt hör, lass dich nicht aufhalten. So, jetzt sind wir soweit. Tabletterl hinein, schlafe selig und süß. Und um 10 Uhr kommt mein Katerle und dann kommt der Kaffee, gell? So, dann Ja. jetzt. Ja. Schade, na, ist das nicht schön? Weißt du, was da fehlt? Was denn? Auf den Tisch fehlen ein paar Blümlein, damit der Tisch auch ein bisschen dekoriert ist, wenn wir schon Kaffee zusammen Also, Alter, ich trinken. glaube, du spinnst. Warum? Jetzt braucht er noch Blümlein. Ich möchte gern Blümlein auf den Tisch. Jetzt hol ein paar Blümlein. Schaut doch viel netter aus. Dann wenn hol ein jetzt doch heute ein paar Blümlein. Ja, sei so gut, gell? Ein paar Blümlein auf den Tisch. So, jetzt geht's. Einmal, zweimal, dreimal, was soll ich? Also, na da. Na, schaut Jetzt das haben wir nicht schön. Blümlein. Siehst du, das schaut schön aus, ne? Ja. Jetzt schau. Na, ist das nicht Ja, schön? ist das nicht schön? Aber du weißt Was? Also ich habe jetzt eine Blumen gebracht, aber Ja. du weißt genau, ich kann den Kaffee nicht so trocken Was möchtest du denn jetzt? Hol mir doch ein Stückchen Kuchen. Ein Stückel Kuchen kriegst du doch, mein Weib. freilich. Natürlich. Dir wäre ich helfen. Schau du. Er tat mir doch was rein. Na, warte nur, du Casamova, du. So, mein Weibelein, da, schau her. Da hast du einen Kuchen. Jetzt lang. Wo ist denn der Kaffee? Ja, ausgetrunken habe ich ihn. Ausgetrunken? Ja. Dann ist er weg. Ja, dann. So, und jetzt kriegst du bei mir noch ein bisschen einen Kaffee, gell? So, jetzt. Ist das nicht schön, wenn so ein altes Ehepaar abends beim Kaffee noch beisammen sitzt, gell? Blümlein am Tisch, Kuchen, Kaffee. Was hast du? Was? Ich weiß
Was denn, die wäre auf einmal so müde. Du bist müde? Wird schon. Na, geh halt ins Bettelein, wenn's müde bist, geh zu. Okay, ich kann dich doch nicht allein Das lassen. macht mir nichts aus, ich trinke meinen Kaffee fertig, dann komm ich nach, gell? Ehrlich? Freilich, Weibelein. Oh, das ist nett Ja, auf, von du dir. steckst mir an. Also dann, gute Ja, Nacht. gute Nacht, Weibel. Gerne schnuckelt die Putzi, ja. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Weibel. Ah ja, bist Nicht müde. vergessen, das Licht ausmachen. Licht mache ich auch aus, gell, ja. Was sagt die zu mir? Schnuggelt die Putzi. Die Tabletten müssen eine andere Wirkung auch noch haben. Aber die wirken schnell. Sehr schnell sogar. Da geht um 10 Uhr gar nichts. Die schlaft fest und ich bin mit meinem Kater allein. Aber zur Vorsicht schau ich noch. Nicht, dass die vielleicht noch Vorsicht mit ihm. Oh. Schnarchen tust mir auch einer, Schwesterpur. Und jetzt richtig mein Schlafgewand her, mein weißes, jawohl. Aber jetzt liegt mir's ja nicht ausmachen. So, dann jetzt. So, dann. Na, warte. Eine Wut hab ich im Bauch. Herr Shampoo. Er hat sein Röslein da besuchen. Ein Kaktus kriegt er. Ich frage ihn aus. Und dann Wehe. Wehe. Dreimal Wehe. Jetzt wär's schon 10 Uhr. Das ist mein Kater. Katerli, bist du schon da? Mein, da sitzt sie, mein Katerli, im weißen Gewand. Katerli, kann ich jetzt ein Busserli haben? Nein, ich hab ja Angst. Vor wem hast du denn Angst? Vor deiner Augen. Oh, meine alte schlaft wieder, aber die Trischmaschine, da brauchst du keine Angst. Komm, Katerlein, gib mir heute ein Busserlein. Wie ist das mir heute? Was hast du gesagt? Ja, so. Bin ich eine Dreschmaschine? Also, pass auf, ich warte. Ja, schau mal. Ja, da schon. Ja, sag einmal. Wer ist denn die? Das ist deine zukünftige Schwiegertochter, nicht? Ja. Silly. Ich bin die Zilli. Du bist die Zilli? Ja, Schwiegerpapa. Wo ist denn die Kattel? Ja, Also die Kathi, wenn du suchst, die bin ich auch. was bist du? Die Kathi und die Zilli. Du bist die verzielte Katze? Ja, die Katze. Oh, wir gehen an den ganzen Stall noch gerne auf. Und dann, du kommst mir gerade recht, du hast von dem ganzen Schwindel gewusst. Ja, freilich hab ich's gewusst. Ich hab mir gedacht, du musst gestraft werden, weil du mir so angegangen hast, was der Bub alles mitkriegt. Und dabei geht bei dir der Gerichtsvollzieher aus und denkt. Na, der geht halt gern rein zu mir, ne? Vater, Ja. das ist jetzt mein Flori. Und der wo- den heirate ich. Den heiratst du. Genau. Ja, kommt überhaupt nicht in Frage. Was? Ich geb doch meine einzige Tochter keinen Vogelhändler. Da hängt doch überall der Kuckuck dort bei denen. Was heißt hier einzige Tochter? Wärst halt fleißiger gewesen, Ja, wenn ne? du fleißiger gewesen warst, nicht, dann wär's einfacher gewesen. Du auch am Burm. Also Vater, das sag ich dir. Ich lass mich von dir nichts mehr drehren. Ich heirate für den Flori und damit passt er. Niemand holt einen Vogelhändler nicht. Ich weiß doch, dass du keine Ruhe gibst. Weißt du was, jetzt gehen wir gleich in den Postbieber. Die Verlobung, die richte ich aus, die kommt gleich kosten, was mag. Das ist eine gute Idee. Und Hochzeit, die zahlst du. Ich? Das macht nichts, ich lass aufschreiben. Ja, aber schön Spaß, gell? Ja, schöner schon wie wir zwei, gell? Ja. Komm, jetzt halt deinen Mund endlich. Ich weiß schon, bitte sei mir nicht böse, aber dass ich dir das angetan habe, aber ich verspreche dir, das kommt heuer nicht mehr vor. Das kommt überhaupt nicht mehr vor. Der Herr im Haus bin ich. Und was bin ich? Als Rindvieh. So, und jetzt Marsch ins Bett. Das macht mir gar nichts aus, ich bin sowieso in der Arbeitskleidung. Ja.